Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Secret of Evermore auf Pelzig. Wir machen uns gleich wieder weiter auf der Weg hier. Sind sie wieder die Eselsviecher. Aber ich hoffe, die machen mir jetzt mittlerweile nicht mehr so viel Schaden. Für den Hund gibt es leider nichts anderes als ein Halsband, was er tragen kann. Ja, ich krieg nur noch 17 abgezogen. Trotzdem tut es immer noch ordentlich weh. So. Also wenn ich da von den Viecher was auf der Wäsche kriege, dann donnert es immer noch gewaltig. Oh, und die ganze Wurzel und das Wasser, was wir gesammelt haben, das ist so schnell fort. Jetzt macht es mittlerweile 35 pro Person. Vielleicht ist da noch irgendein Kruscht, weil der so gierig geschnuppert hat. Na, aller Öl haben wir noch gefunden. Eklige Spinnen. Sau viel. Okay, was haben wir dann da? Das schleudert uns einfach hoch. Und da ist noch ein Schildkröte-Panzer mit einer Wurzel drin. Auch nicht verkehrt. Können wir gut gebrauchen mittlerweile, das Zeug. An der Liane können wir nicht hoch. Und die Höhle bringen uns nur wieder eine Etage runter. Ja komm, mach das Vieh fertig. Das bringt Erfahrungspunkte und Kraller. Also nichts wie Truff und Wetter. Attacke! Mist. Das war jetzt nicht so clever. Ich sollte uns beide nochmal heilen. Einfach mal um zu gucken, wie viel das jetzt auch so macht. Für jeden 40. Das ist doch sehr gut. Damit kann ich leben. Jetzt sind es auf einmal schon 2 von den Viecher. Git. Kotz. Was ist da drin? Ein Blatt. Kann ich auch gebrauchen. So, dann gehen wir da nochmal ganz hoch. Weil da noch was ist. Autsch, da haben wir uns gegenseitig verletzt. Aber leider habe ich das Vieh nicht umgebracht dabei. So, aber jetzt ist es kaputt. Und Wasser ist da noch drin. Und hier mal noch Lehm. Und jetzt rutschen wir hier raus. Und landen wieder eine Etage tiefer. Da können wir sonst auch nichts mehr machen. Das heißt, wir müssen hier wieder durch. Und landen da im Loch. Und ganz raus. Dann wollen wir aber noch was anderes haben. Da ist nämlich unter Büsche was versteckt gewesen. Das bringt uns dann hier. Hassenswertes Viech hier. Hassenswert. Autsch. Voll wieder auf die Rievenas drauf geschlagen. Die treffen immer die richtige Stelle, die Viecher. Da bist du ein Babsack. Haben wir da noch irgendwas? Und? Der war wascht, verarscht mich nicht. Das wird wahrscheinlich unten sein. Und da geht's einmal hoch. Okay. Der bringt uns aber nicht an der richtigen Stelle raus. Moment mal. Wie war dann das doch noch einmal? War da nicht auch noch mal irgendetwas versteckelt oder so? Ah ne, Wurzel war da auch noch. Aber auch nicht verkehrt. Die nehme ich auch gern. Moment. Das war dort das Versteckelte. Da musste ich, glaube ich, da links rein, oder? Ja, genau. Da komme ich nämlich dort hier. Und jetzt geht's hoch. Und zwar so richtig. Und der Hund folgt mir natürlich. Ach, wenn der sieht, was mir hier passiert. Da fliegen wir. Ach, ein sehr, sehr schönes Bild. Und ouch, wir landen auf dem Vulkan drauf. Da hockt irgend so altes Männel, so altes hutzlich Männel. Huch, was wollten ihr denn hier oben? Kann schon Sache, wie wir in den Vulkan gelangen können? In den Vulkan? Nee. Wir würden enden wie mein letztes Lagerfeuer. Ja, bitte sag's doch. Einzigster Weg, den ich kenne, der führt direkt in die Krater rein. Oh, eben fällt mir noch einer ein. Der führt durch die Katakombe zum Zentrum vom Vulkan her. Ich habe Höhle gesehen, aber ein Fels versperrt sie. Telekinese, das ist die Lösung. Mit der Telekinese-Formel kannst du Pelze und andere Objekte, die schwer sind, transportieren. Lass mich dir doch mal die Formel geben, Berschel. Ah, danke, da brauche ich aber etwas, was ich bisher noch nicht gesehen habe. Du benötigst Pfeffer und Wasser. Geh am Fuß vom Vulkan nach Osten in den Sumpf, dort wirst du den Pfeffer finden. Magst Zutaten kaufen, wenn du schon hier bist? Oh ja, komm. Kann nicht schade. Wasser immer genug. Ja, komm, Wachs holen wir noch ein bisschen was. Mittlerweile sind wir auf 50 circa gewohnt. Den Lehm können wir auch noch ein bisschen Arsch ziehen. Jawohl. Ein bisschen Arsche noch. Dann läuft die Geschichte.
Magst du das Spielstand auch noch speichern, wenn du hier oben bist, wo so schön ist? Ah jo, komm. Vulkankrater. Tschüssel. Jo. Dann geht's wieder runter. Ich bin von einem 3000 Meter hohen Berg runtergefallen auf einen Haufen spitzer Felsen, aber damals waren die Leute noch abgehärteter. Ich habe jeden Jitterbug mitgetanzt. Ach ja, natürlich die Simpsons und das war natürlich ein Zitat von Grandpa Simpson. Komm schon her. Leverwurst erreicht Level 9. Sehr schön. Autsch. Stoß doch mal auf, mein Schatz, ich riech die Leverwurst so gern. Ach ja, die anonyme Gitarriste. Also es ist jetzt eigentlich nicht so meine Art von Musik, aber der Text ist einfach nur witzig. Wenn es Spaßlieder sind, finde ich das dann eigentlich auch wieder ganz amüsant und wenn sich das jetzt nicht so ernst nimmt, das Ganze, oder dann so schlagermäßig abgeht. Aber es sind ja einfach nur Spaßlieder. Und außerdem, allein schon die Vorstellung, dass Annie rülpst, damit der Typ die Leverwurst riechen kann. Na. Also ich kann nichts dazu sagen, wie Leverwurst riecht, aber ich kann was dazu sagen, wie sie schmeckt. Und das ist, ich liebe Pelzer Leverwurst. Wie könnte es auch anders sein? Drauf und Wetter. Und ouch, dass ich immer auch in diese scheiß Raptorerei renne. Und dann wuseln die Drecksviecher auch noch fort. Aua. Es tut weh, Kerl. So. Sein Krafthauch levelt anscheinend auch wirklich sehr schnell dann. Jetzt langt's aber. So. Hinterher. Och Mensch. Ich bin echt prädestiniert für so einen Scheiß, wie es aussieht. Drauf und ja, fertig. Jetzt geht's ins nächste Gebiet rein. Der freundliche Eremit hat uns ja schon gesagt, es geht in den Sumpf im Osterei vom Vulkankrater aus. So. Alter. Ich sollte mich echt hier Raptoren fangen oder Raptorenbeute oder Raptorenopfer nennen. Das gibt's doch gar nicht. Mistvieh. Okay, das hat jetzt... Oh, das hat jetzt sogar 3,50 schon kalt. Also der Krafthauch, da merkt man, unabhängig davon, ob er jetzt ein Level hat oder nicht, während es noch um ein Level geht, ist der Krafthauch immer im Lauf von dem Aufleveln stärker. Also je öfter man ihn verwendet, desto stärker ist er tatsächlich. Oh, jetzt kommen die kleinen Pisser-Gegner. Na toll, die habe ich schon ganz vergessen. Oder verdrängt. Wahrscheinlich habe ich sie verdrängt. Die sind höchst nervtötend. Da ist noch ein Wässerle drin. Aber geht's auch nochmal irgendwo hier? Gucken wir uns auch mal gerade an. Was ist denn da? Das haben wir doch schon mal im Urwald gesehen. Aha. Naja, das wird später nochmal wichtig sein, wie gesagt. Lehm ist da noch, alles klar. Das wird auf jeden Fall später im Verlauf vom Spiel nochmal wichtig sein, dass es so Dinger mit solcher Aschekübel da gibt. Und nee, das sind nicht die Aschenbecher der Natur hier. Das hat auf jeden Fall schon seinen Sinn und Zweck, das Ganze. Okay, jetzt komm her, du kleiner Grotto. Mistkerl, was hast du bei dir? Du hast genug Blätter. Na, danke. Jetzt hat mich noch so ein Moskito gestochen. Autsch. Mistkerl. Ja, dafür habe ich den Moskito wenigstens erledigt. Ekliger kleiner Giftfrosch hier. Und ich kann noch nicht mal lecker, um Halluzinogene zu kriegen. Okay, also das Wasser, den ich jetzt nicht unbedingt verwende. Autsch. Aber der Ackermann... Oha, Mann. Aber der Ackermann, der ist ja... Das gibt's doch gar nicht. Der Ackermann ist so hart im Nehmen. Der kocht das noch nicht mal ab. Der trinkt die Schmodderbrühe einfach so. Da gibt's nichts. Da kennt ja nichts. Weil wer in Großostem lebt, der trinkt Sumpfwasser. Okay. Attacke. Was haben wir hier noch? Vereklige Brühe. Ja, nochmal so ein bisschen Schwitzwasser. Lecker. Nix. Allerhaupt. Dann do vielleicht nochmal hochgeht. Die Frösche singen schon. Voller Begeisterung und Vorfreude. Unten lassen sich so Schätzer Matsche. Oh, dann habe ich von hier aus öffnen können. Nicht verkehrt. Ja, die Dinger im Sumpf sind anscheinend auch nochmal ein bisschen resistenter und stärker. Wurzel habe ich noch gefunden. Sehr schön. Von seinem Krafthauch definitiv gut. Wasser und Wurzel können wir hier auf jeden Fall gebrauchen. Da können wir mitnehmen, was wir kriegen können. Auf die Schniss. Und auf der Wäsching. Sehr gut. Gut, das war's dann hier erst einmal, wenn wir hier abgegrast sind, was es noch gibt.
an Zutaten. Ich hasse es, wenn er das macht. Wenn ich mir nicht sicher bin, wo es den Kruscht gibt. Egal. Bäh. Voll durch den Modder durch. Und platt, die Sau. So, ich bring dich um. Und der Moskito muss zugucken dabei. Und dann bringe ich ihn um. Und dann sammle ich Wasser. Und dann gehe ich Heidelbeere pflücken. Ja, Heidelbeeren pflücken. Komm schon her. Noch ein bisschen Wachs. Hier im Sumpf gibt's alles, was Spaß macht. Du dappischer Froschkopf. Oh Mann. Und Öl habe ich gefunden. Sehr gut. Der hat Öl im Blut, der Knaber. Du lohnt es als mal doch aufzuschneiden und gucke, was drin ist in deine Viecher. Au. Hör auf mich zu beißen. Gefährliche Froschbiss. So, sehr gut. Aber ich hoffe, der Speer levelt bald. Weil der Speer ist aufgelevelt. Sehr, sehr praktisch. Denn man möge sich vorstellen, was kann man mit dem Speer machen? Man kann es werfen. Und das ist sehr, 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 sehr praktisch. Und eine Wurzel noch? Sehr gut. Verdeibel. Wo auch immer jetzt die Seeroseblätter hier erscheinen. Köstlich. Lass mich in Friede, du Froschkopf. Wie heißt der überhaupt, Jungs? Flippo. Irgendwie ein goldiger Name, fast so eklige Kreatur. Jetzt platze und wachs nochmal raus. Flippo! Hitzeblitz erreicht Level 2. Sehr schön. Gott. Eigentlich sollte ich die Hitzeblitz gar nicht so... 3 Tropfen Wasser, nicht schlecht. Sollte ich den gar nicht so skillen, weil es später eigentlich was Besseres gibt. Aber egal, mir hängt derzeit nichts Besseres zur Verfügung. Gift-Tarantel. Nimm das! Und zermatscht. Sehr gut. Jetzt geht's doch noch hier. Ein Hundekuchen haben wir auch noch gefunden. Ach, sehr praktisch wie immer. Und zerfetzt. Und jetzt geht hier nochmal Blättel hoch. Bisschen her. Ziehe dich nicht. Wasser haben wir nochmal gefunden. Hervorragend. Jetzt kommen wir wieder auf den Hauptweg zurück, wo wir auch gestartet haben. Wir haben die große Runde gemacht, damit wir hier nochmal uns umgucken können. Oh, Mann. Saukerl. Platsch. Hopp. Ich sag Platsch. Ich sag Platsch und du bist Matsch. Hundeangriffslevel 2. Sehr schön. Können wir jetzt hier einstellen. Dann kann der jetzt nämlich aufladen, wie ihr unten rechts seht. Und dann ist dem seine Attacke 8 durchaus stärker. Ja, der kann die jetzt one-hitte, die Viecher. Weil sein Hundeangriff doch ziemlich stark ist. Komm, Hund, machen fertig. Triff und machen fertig. Ah, scheiße, daneben gesprungen. Oh, wow. Nervtötende kleine Flippos. Du mieser Kleiner. Warum, du mieser Kleiner? Aber leider haben sie keinen Hals, den ich sehen kann, dass ich die erwürgen könnte. Oh, Mann. So, jetzt sind wir auf mich. Jawohl, 51. Das heilt auf jeden Fall schon mal besser als ein Blatt, aber schlechter als ein Nektar. Oh, jetzt bin ich im Hund in die Parade reingefahren. Aber egal, das Vieh ist platt. Wurzel hat es noch gegeben für uns. Und ein Tropfen Öl. Hund springt mal wieder heroisch daneben. Aber wenn er trifft, dann wächst du kein Gras mehr. Hund, machen fertig. Sehr schön. Glück. Kriegt man richtig Lust, was zu trinken, oder? Wenn man das Geräusch hört. Achtung. Irgendwie ist saus ekelhafte, ranzige Geräusch. Oh, scheiße, der Hund ist daneben gekupst. Hat nur einen Misserfolg gehabt. Okay, den Ende haben wir zerquetscht. Oh je, oh je. Okay, die habe ich beide niedergemäht. Sehr praktisch. Puh. So allmählich wird es aber auch echt ranzig hier im Sumpf. Und ich sehe, du müssen wir auch noch irgendwo hier. Wasser haben wir gefunden. Da müssen wir wohl dort lang, oder? Sieht so aus. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. 'Cause I'm a wanderer. Oh yeah, a wanderer. I roam around, 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 around. Oh well, there's Flippo on my left and Hund on my right.
Mist. And Flippo is the thing that I'm killing tonight. Falls ihr die Fallout 4 Werbung damals gesehen habt, die im Fernsehen gelaufen ist in Deutscher, da kam dieses geile Lied Wanderer. Es war ein sehr, sehr cooles Lied. Ich mag das sehr, sehr gern. Vor allem diese 50er Jahre Version davon. Das ist sehr, sehr geil gemacht. Dieser klassische Rock'n'Roll, den man da hört. Super. Großartiges Lied. Ich muss dazu sagen, klar, ich höre auch Metal. Sieht man mir ja auch überhaupt nicht an, dass ich Metal höre. Aber ich muss sagen, ich bin keiner, der wirklich zwanghaft nur am Metal-Hörer ist. Sondern der eigentlich alles ganz gern hört, solange es eine gute Melodie hat. Und bei Dingen mit Gesang, auch solange es einen guten Gesang hat. Also solange die Texte auch sinnig und intelligent und gut sind. Und nicht nur irgendein Quatsch. Von wegen, ich gehe in die Disco und ich reiß die Schlampen auf. Oh nee, sowas kann ich mir überhaupt nicht geben. So dappige Lieder. Oh, und hau ihn zu Brei. Gut. Happy Flippo. Und Leberwurst machen fertig. Dann kümmere ich mich um den nächsten Frosch. Alter, woher kommen dann die Viecher überall hier? Woher kommt dann ihr? Was stimmt nicht mit euch? Autsch. Auf der anderen Seite, Ackermann erreicht Level 10. Ach, sehr gut. Auf der anderen Seite komme ich auch einfach ungefragt hier in ihr Territorium rein und mache sie einfach kalt. Das ist wahrscheinlich auch nicht so gerade das Netteste. Oh Mann, oh Mann. Komm schon. Platsch, Truff und der Wetter auf der Hohlekopf. Speer erreicht Level 2. Ja, ich habe mich schon gewundert, wann es kommt. Falls ich mal wechseln sollte, muss der Mensch auch umgewechselt werden. So. Weil jetzt kann das Ding was sehr Praktisches. Oh, kann ich jetzt leider nicht zeigen, weil ich hier die Schildkröte knack und Lehm finde. Und Moskito auch geknackt und 3 Wurzeln auch noch gefunden. Saugut, saugut. Und jetzt zeige ich euch auch mal, was das Ding kann. Achtung. Komm her, du. Nein, daneben. Vorführeffekt, verdammt nochmal. Und macht das Vieh fertig. Und jetzt hat. Platsch. Sehr schön. Macht auch ordentlich Schaden. Schadenspunkte, muss ich sagen. Und unseren Level 10er Ackermann, der ist auch nicht schlecht. Wirklich, der ist echt nicht verkehrt. Autsch. Du Grottenollen, du ekliger. Ja, Kotzevieh. Oh, hoppla. Ah. Sehr schön. Und 2 Zauberperle. Das ist praktisch und selten. Weil von den... Oh, vergiftet. Jetzt können wir nämlich was machen. Die Heilaura habe ich ja schon angekündigt, dass das sehr praktisch ist. Ah, erfrischend. Ich habe genug Blätter, aber genug Wurzeln habe ich anscheinend nicht. So. Jetzt haben wir den ganzen Weg hier eigentlich geöffnet. Das heißt, wir müssten jetzt nur noch in die Richtung wieder watscheln. Und dort hier, wo die Blätter erschienen sind. Dann können wir hier durch. Aber ich glaube, ich nehme den Bossgegner hier noch mit. Das muss jetzt einfach sein. Weil kurz vom Bossgegner aufhören ist ja auch irgendwie mies. Da wird die Folge halt ein bisschen länger. Aber ich denke, damit habt ihr dann auch kein Problem. Ich setze es einfach mal so voraus. Da war's. Jawohl. Gluck. Platsch. Ein Hund. Und ganz gemächlich hinterher unseren Hund. Platsch. Öl gefunden. Wunderbar. Geht. Dann bitte fertig. Ja, um die Vergiftung kümmere ich mich sofort. Oh Mann. Das macht keinen Spaß so. Ich heile erstmal mich mit dem Blatt. Und dann, damit wir nämlich neue Blättereis sammeln können. Oh, es waren das mal 20 Kralle drin. Okay, so kann man sich... Ach, ihrer. Leberwurst. Dich heilig. Und jetzt war da irgendwas, was du mir zeigen wolltest. Eine Wurzel. Sehr schön. Aber jetzt geht's erst einmal zum Endboss. Das wird jetzt etwas längere Episode, weil der Kampf auch ein bisschen länger wird. Und ihr seht schon, durchschlängelt sich irgendwas. Das sieht aus wie ein Gummirefer. Ist es aber leider nicht. Ach, wär's doch nur so. Da der Kerl hier. Ey, Junge, hilf mir mal das Monster zu vertreiben. Ja. Oh oh. Oh oh. Und ich habe auch noch in die falsche Richtung geguckt. Autsch. Das tut weh. Aua, das tut noch mehr weh für mich.
Warum ist mein Hund besser geschützt als ich? Naja, egal. Wir sollten uns beide mal dringend teilen. Okay, er hat gerülpst und hat anscheinend noch eine Zugabe rausgekotzt. Der Hammer so. Autsch. Hund, attackier mal bitte was. Au. Platsch auf der hohle Kopf drauf. Und ich sollte sein Verhalten auch mal wieder ändern auf aggressiv. Das wäre ganz gut. Autsch. Alles wieder geht's auf die Schnauze für mich. Aua. Okay, das Ding habe ich wenigstens geknackt. Wie heißt denn ihr überhaupt? Irrlicht und Sumpfmonster. Stirb, Sumpfmonster. Oh, 720. Ja, ich bin begeistert. Das macht wohl nicht so viel Schade wie gedacht. Dann heile ich uns aber nochmal kurz. Ah na, was verhulpser drauf hat das Vieh. Da wäre ach jeder Säufer in der Kneipe stolz drauf auf so Geräusche. Autsch. Oh Mann. Oh, diese Irrlichter, die zischen wie Apfelsaft. Und auf dich, ach, du zickst ach wie Apfelsaft, du Mistkerl. So, ich glaube, der müsste jetzt hier erscheinen. Ah, weit gefehlt. Und zwei sind wieder tot. Der hält es immer auf 3 aufrecht. Das heißt, es gilt als drauf. Immer drauf und nicht aufgeben. Aber jetzt hat, oder? Nee. Wohl wieder nicht. Au. An denen kann man sich leicht die Haxe verbrennen, die Knotsche verbrennen. Platsch. Ich wäre mal dafür, dass mein Hund mal das Sumpfmonster trifft, weil der hat ordentlich Wumms drauf. Und jetzt hat ich. Zack. Eigentlich ist es auch kein Problem für eine andere Waffengattung, aber ich werf trotzdem am liebsten mit dem Speer, bin ich ganz ehrlich. Ja, weil der Speer ist doch meine Lieblingswaffe eigentlich. Also in jedem Reich eigentlich. Weil, man hat ja, habe ich ja schon mal erklärt, man hat in jedem Reich, in dem man sich bewegt, ouch, das sieht scheiße aus gerade für mich. In jedem Reich hat man 3 Waffengattungen, die man kriegt. Man hat das Schwert, was man immer als erstes kriegt, man hat eine Axt, die man kriegt und man hat einen Speer. Und ich bin halt jemand, der Äxte eigentlich gar nicht benutzt. Es sei denn, in irgendwelche Rollenspiele ist irgendein Charakter besonders auf Äxte geskillt, wie bei Baldur's Gate jetzt Korgan oder so. Aber ansonsten bin ich eigentlich nicht so der Axtbenutzer, um ganz ehrlich zu sein. Ich bin bei Spielen, bei Fantasy-Spielen oder so, bin ich eigentlich der klassische Schwertträger, würde ich sagen. Es sei denn, es gibt irgendwelche außergewöhnliche Waffe, die das Spiel dann vorschreibt. Aber hier bei Secret of Evermore bin ich auch für mich relativ untypisch ein Typ, der auf Stangewaffe geht. Scheiße, das war jetzt voll ins Nichts geschossen. Okay, Hund verschwänzt du dafür und ich wieder aufs Monster drauf. Alla hopp. Ja, normalerweise bin ich auch in Rollenspiele und so kein Speerträger, bin ich ganz ehrlich. Ich bin nur nicht so der Fan von. Warum auch immer. Ich kann es gar nicht mal erklären, warum. Wahrscheinlich, weil ich denke, dass die mächtigste Waffe bei solchen Fantasy-Spielen oft Schwerter sein müssen. Autsch. Aber du belehrt uns irgendwie Secret of Evermore eines Besseren, würde ich sagen. Und auf dein hässlichen Kopf und mit dem ekligen Seetang sieht's aus, als hätt's hoher. Wie sich das dahin auch noch schlängelt. Also die Animation ist schon sehr geil gemacht, muss man sagen, von 1995, 96. Es war mir auch früher echt immer ein Genuss, das Spiel zu zocken. So, jetzt kotzt er wieder einmal die große Reihe. Und ich kotze auch gleich in Quadrat hier, wenn das Vieh nicht bald down geht. Mann, 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 das ist sehr, sehr hartnäckig, das Sumpfmonster. Der andere Seite. Au. Und auf die hässliche Schniss drauf. Ups, ich habe daneben geworfen. Hund, greif doch mal das Monster an. Wirklich, Hund, greif mal das Monster an, bitte. Soll ich ihn mal heilen? Weil ich glaube, er zieht auf jeden Fall mehr ab als ich. Okay. Jetzt aber. Mist, das war nur Ends abgezogen. Das war nicht so gut. Knetkopf. Jetzt sag mal. Und jetzt will ich mehr Schwung und mehr Schmackes und Wumms dahinter sehe und alles, was Gemiete zahlt, raus hier. Kotz. Sehr schön. Oh, und ich habe noch 77 hinterher geknüppelt. Das war schön die Combo gerade von uns. Combo Jack. Mist. Jetzt ist er genau dort wieder. Und. Okay.
Hat sowieso seinen Angriff verballert. Uns beide nochmal Heiler. Ja, das hält schon was aus, das Biest. Also die Endbosse hier generell in Secret of Evermore, die halten wirklich was aus. Kann man sich nicht beschweren, würde ich sagen. Boah, alle auf Ammo gekillt und er hat seine Attacke noch. Huch, das Vieh ist gerade eben wieder zurückgeschwommen in den Sumpf. Ah, Grafikfehler. Grafikfehler. So, Hundi. Okay. Ah, da hat sich das dappige Irrlicht davor geschmissen. So, dann greifen wir mal an. Das Sumpfvieh. Platsch. Alles drauf. Da ist er wieder. Au. Voll in die Grütze reingerannt, die der auskotzt. Und wieder voll erwischt. Manometer. Also was hier levelt, ist auf jeden Fall eine Krafthauch. Das kann ich euch sagen. Da ist nix. Ja, wieder ein Angriff verschwendet vom Hund. Schade eigentlich. Ah ne, der hat's immer noch. Sehr gut. Boah, Mann. Das ist mal echt ein Bosskampf hier. Sehr langwierig. Überhaupt nicht nervtötend. Und überhaupt nicht noch Schema F. Boah, Mann. Wo ist er jetzt, der Kotze Kasper? Gerülpst hat er, als er rausgekommen ist. Da steckt er doch wieder. Du könntest jetzt mal bald down gehen, Kerl. Das wäre echt sehr, 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 sehr knorke von dir. Da ist er wieder. Okay, in einen Grützestrahl will ich trotzdem nicht reingerote. Boah. Ich würde ja schon fast sagen, stell euch auf eine halbstündige Episode-Einheit. Aber sobald man sagt, ist normalerweise nichts mehr. Okay, glücklicherweise hat mich ja das Irrlichtel erwischt. Und ich habe noch ein bisschen Schade hinterher gehoppt. Aber ich muss sagen, in dem Let's Play läuft es eigentlich schon so wie am Schnürcher, weil ich habe genau das Level abgekriegt, als ich es gebraucht habe für das Speer. Komm schon, Sumpfi. Boah. Mann, 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 Mann. Boah, sehr gut. Beide zerfetzt. Ah, scheiße. Grafikfehler, mal wieder der Klassischer. Boah, Mann. Und dann noch der kleine Insel. Ja, Allah, Leverwurst erreicht Level 10. Sehr, sehr gut. Boah, jetzt platzt das ganze Vieh. Und es ist tot. Freut euch, ihr Bürger des Dorfs. Boah, was ein Bosskampf wieder. Was ein Bosskampf. Wow. Das Ding war ja schlimmer als das Schleimmonster, ein miefende Socke im Sumpf. Ich weiß nicht, was der für Dinger guckt. Gott sei Dank. Das Monster wollte mal Hüt verschlingen, mit mir da noch drin. Du hast mich gerettet, gut gemacht. Keine Ursache. Ich hieß John David, aber du kannst mich nur David nennen. Ich erforsche seltene Sumpfgase. Oh, das erklärt der Geruch. Wirklich? Das ist mir noch nie aufgefallen. Komm doch zu mir rein. Machen wir doch gern, freundlicher Eremit. Puh. Es ist kein 3-Sterne-Hotel, aber es ist gemütlich. Mit den ganzen Fischgräte da drin. Wenn man auf Ungeziefer am Gestang steht, ist das schon gemütlich, ja? Eigentlich müsste ich dir jetzt etwas als Belohnung für meine Rettung geben. Das ist in jedem Rollenspiel so. Aber was? Was könnte ich dir nur als Belohnung geben? Pumpendes Herz? Naja, das brauchst du wohl nicht. Jetzt weiß ich's. Nimm bitte die Pfefferschot. Pfeffererhalter. Sehr geil. Sehr, sehr seltene Zutat, ach. Wunderbar. Pfeffer kann wahre Wunder vollbringen, wenn man die richtige Formel kennt. Komm wieder, wenn du den Pfeffer aufgebraucht hast. Ich werde dann neue geben. Magst du ein bisschen Ausruhe? Muss grad nicht, Schnee. Magst du Spielstand speichern? Das ist eine gute Idee. Erlaub. David Sumpfhütter und ich steht Sarah. Tschüss. Und ich steht Sarah. Das machen wir hier auch. Auf Wiedersehen. Bis morgen, ihr liebe Leute. Zu einer neuen Folge Let's Play Secret of Evermore auf Pelzig. Ayan Yankee.